Ich möchte gerne Kleberli selber machen. Jawohl, und zwar aus solchen Ordneretiketten. Ich habe die hier im Aldi gefunden. Im Moment hat es die gerade. Es hat auch... das kann man ja auch überall sonst in jeder Papeterie kaufen. Ich weiss, es hat glaube ich auch noch solche gehabt, wo das ganze Blatt einfach... wie soll ich sagen, ein grosser Kleber war, wo man dann selber kann, ausdrucken, so wie man es gerne hat. Das hier sind einfach so grosse Kleber, eben für einen Ordner oder irgendwie so. Aber es hat eben, glaube ich, auch noch solche, die nicht vorgestanzt sind. So, und ich habe das ganz einfach bestempelt. Eine riesen wilde Sache, so wie ihr das kennt, ganz normal. Und dann können wir dann das noch ausstanzen und zuschneiden. Jetzt möchte ich gerne mit euch so ein Kleber-Masterboard stempeln. Sind ihr dabei? Dann würde ich sagen, Achtung, fertig, los! Hallo zusammen, schön sind ihr da. Bei Handgelenk mal Pi, ich bin Anne. Und für die, die es nicht wissen, Handgelenk mal Pi heisst so viel wie auf Hochdeutsch Pi mal Daumen. Also so ungefähr, wie es gerade kommt. Genau, wollte ich mal noch zwischendrin mal einmal sagen. Genau. Ja, also dann brauche ich da mal ein bisschen Stempel. Aha, ich brauche noch Stempel. Das habe ich nicht parat gemacht. Stempelfarbe habe ich parat, aber Stempel nicht. So, also als allererstes möchte ich einmal eins machen mit dem coolen Stempel. Ich habe den nämlich gar noch nie so gross benutzt. Der ist so riesig. Den bekommt man irgendwie einfach nie drauf. Ah, vielleicht da, so von der Sizzix, so ein... Geht doch das? Aber das ist so rund. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich lade ihn einfach hier mal auf dem Papier und drücke dann einfach so ein bisschen ab. Einfach probieren. Ich weiß es doch auch nicht. Und ich nehme da, glaube ich, einfach mal das Oxide, das Schwarze. Das geht ein bisschen besser, dunkt es mich, wieder das Ink. Und dann geben wir doch einfach mal Gas. Cool. So, eigentlich hätte ich ja das als Hintergrund. Da hätte man das eigentlich vielleicht eher grau machen sollen. Mal probieren. So, aha. Okay, das Grau ist anscheinend auch recht dunkel. Gut, das hat jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Farbe dran gehabt. Ui, das ist vor allem extrem nass, sehe ich gerade. So, aha. So, okay. Ja. Das, was jetzt so ein bisschen hell ist, das ist, glaube ich, wo die Farbe schon ein bisschen drauf ist vom Schwarzen. Oh. Jetzt habe ich vergessen, wo ich da Farbe dran habe. Tja, keine Ahnung mehr. Hat es noch irgendwo Farbe dran? Ich weiß es nicht.
Da, auf jeden Fall. Jetzt. So. Irgendwie so, hat die jetzt gesagt. Die Frage ist, ob ich da im Bild stemple eigentlich oder wieder komplett irgendwo an einem anderen Ort, wenn ihr etwas seht. So, also, eigentlich hat das einen Hintergrund geben. Ja, gut. Fail. Ja, vielleicht reissen wir ja noch etwas raus mit irgendwie... Mit was? Mit ein paar Farbklecks. Zum Beispiel mit so einer Uhr. Da. Und irgendwas in diesem Bereich da. So Mahagoni-mässig. So, soll ich das nochmal da drauf probieren? Irgendwie. Wenn sie immer so gross sind, habe ich immer das Gefühl, es geht nicht so gut. Es drückt dann nicht alles ab. Ja, aber ja, also, das kommt jetzt auch nicht so drauf an. So. Und jetzt hat sie ja da schon so Motten und so irgendwelche Bienen oder was. Vielleicht wäre irgendein cooler Käfer noch. Würde noch gut aussehen. Da. Irgend so ein Käfer. Der hier. Der ist cool. Der in grün. Oh, super, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen verrutscht. Oh, cool. Macht man auch so. Ah, super, jetzt bin ich rot. Ah, das wollte ich nicht wollen. Ja, das ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Schön. Oh, ich finde den schön. Der sieht genial aus. Und ich finde, der passt gut. Ich habe jetzt hier also absolut nicht drauf geschaut, wo da die Linien sind, wo die einzelnen Blätter dann anfangen. Also Blätter, wie sagt man? Kleber anfangen und aufhören. Das muss man dann nachher berücksichtigen, wenn man dann etwas ausschneiden oder so. So. Wir haben noch irgendwo einen. Oder da. Da ist es halt wirklich jetzt gerade so ein bisschen voll. Sehr dunkel. Aber ich glaube, da könnte man noch einen machen. So. Und vielleicht hier so einen halben. Schon wieder ein bisschen verrutscht. Schade. Gut.
Soll es das schon gewesen sein? Ich glaube schon. Ja, zwar. Was mir jetzt glaube noch gefallen würde, wäre so ein bisschen Schrift im Hintergrund. Einfach nur so ganz dezent. Sowas da. So, und zwar irgendwas so brünlich. Vintage Foto zum Beispiel. Da. Mal schauen, ob das etwas wird. Oh ja. Gefällt mir. Genau das möchten wir gerne. Das ist doch super. Das füllt gerade so die ganz weißen Lücken noch ein bisschen aus. Sehr hübsch. So, und hier noch. Und hier noch. Da ist es gerade sehr weiss. So, gut. Hey, cool. Mir gefällt's, mir gefällt's. Nicht mich wunder, wie es dann aussieht, wenn man es dann ausgestanzt hat. Was wir mal schauen können, ist, wie es aussieht, wenn man da mal so eins abnimmt. Ja, cool. Cool, cool, cool. Komm, wir machen noch eins. Komm, wir machen noch eins. Also. Da kommt etwas Schönes für. So ein, ich weiß auch nicht, was da ist. So eine Stuckatur und ein bisschen Zeitung. Irgend so etwas Guckers. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen als Hintergrund. In Braun. Mal schauen, ob man überhaupt etwas sieht oder ob das viel zu hell ist. Ja, okay, es ist schon ein bisschen hell. Dann halt, stopp. Überall wieder das richtige Zeugs drauf tun. Und ich muss einfach schon wieder schauen, dass ich da am richtigen Ort bastle. So. Ja, dann probieren wir es mal mit Walnutsstein. Das sollte ja eigentlich schön aufgefüllt sein. Irgendwie hat es da Fusel drauf. Fusel? Kein Fusel. Jetzt sind sie überall. Ah, und jetzt habe ich es geschmiert. Ah, genau. Zack. Ja, ich glaube, besser wird es nicht wieder so.
Besser definitiv nicht. Ein bisschen mehr Farbe drauf. So, dann probiere ich es noch einmal so. Und so. Zack, ja, ja. Ist jetzt nicht gerade der Oberhammer, aber ist ein Hintergrund. So. So. Gut, also. Was machen wir denn jetzt hier? Cool, weil so ein bisschen Vögel waren. Vögel so in dieser Art. Und zwar in Blau hätte ich gerne noch irgendetwas gemacht. So was vielleicht. Nicht gerne die grossen Blöcke. So, und der Rahmen muss gar nicht unbedingt mal so fest drauf sein. Ja, genau. Der ist schön fein, hä? Ich nehme hier so ein Lümpli und putze mir hier den Rahmen noch ein bisschen mehr ab. Ja, ein bisschen nützt es, hä? So, einen noch. Gut. Und dann hätten wir noch so ein kleines Röseli im Rämli. Ich glaube, ich möchte das mal schwarz machen. So. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir doch noch ein bisschen Pflänzchen. Irgendetwas Pflänzliges. Der da könnte noch hübsch sein. Da machen wir doch auch ein bisschen grün. Gut, jetzt die Blümchen hätten jetzt auch nicht unbedingt grün sein müssen. Die hätte man jetzt auch irgendwie gel oder so, wäre auch noch schön gewesen. Wir machen dann noch ein bisschen mehr Pflänzchen her. So.
Hier habe ich eine ganz schnusige Libelle. Die ist total herzig und die machen wir doch so ein bisschen hellblau. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu chaotisch, aber nein, komm. Oh, ja, die muss man nicht so fest abdrücken, ist gut. Drücke immer noch ein bisschen zu fest, he? So. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt wird aber da noch ein bisschen Grünzeug. Und für das möchte ich gerne das Grün. Das ist so ein moosiges Grün. Ich hoffe, da kommt noch etwas raus. Ja. Macht jetzt nicht so viel her, außer da der Stiel gerade. Vielleicht müssen wir halt da gleich mit dem Grün auffahren. Halt! Ich habe kein anderes. So ein moosiges Grün, aber ein bisschen stärker. Ja, so ist besser. So, und für die das erste Mal da bei mir zuschauen und die es vielleicht noch nicht wissen, das ist normal bei mir, dass das so komplett überstempelt ist, total over the top. Ich weiß. Mir gefällt das. Ich muss das so haben. Was ist los da? So. Genau. Jawohl. Zack. Zack. So. Sind wir durch? Haben wir es? So. Ja, cool. Ich finde es cool. Vielleicht könnte man jetzt hier noch also ganz heimlich ein bisschen mit habe ich noch eine da Drösel ein bisschen färben. Ich färbe eher das Dings. Das geht nicht gut. Vielleicht mit dem das noch ein bisschen abstreichen. Keine Ahnung, ob das jetzt etwas genützt hat. Aber das hat auf jeden Fall etwas genützt. So. So.
So, genau. Voilà. Ja, das gefällt mir. Das ist schön. Jetzt halt probiere ich da mal schnell ein bisschen Ordnung zu schaffen, damit ich dann die Sizzix vornehmen kann und wir da noch ein bisschen etwas ausstanzen können. So, also da wäre meine Maschine aufgebaut. Die braucht jetzt da natürlich noch ein Brettchen. Und so eins. So. Und dann kommt das. Da muss man jetzt natürlich schauen, wo ist denn die Kante, wo der Kleber anfängt. Da kann man natürlich auch noch ein schmales her tun, irgendwie. So. Und so, selbstverständlich. Und nachher. So, jetzt müssen wir auch wieder schauen, wo ist der Strich. Da geht es durch. Ja, von dem her ist es natürlich schon viel idealer, wenn man dann eins hat, das nicht schon vorgestanzt ist. Dann ist man natürlich schon ein bisschen freier. So, jetzt probieren wir das mal so. Gut. Zack. Deckel drauf, Sandwich zu. So. Ich glaube, ich nehme hier noch die Unterlage weg, sonst rutscht mir das da ständig umeinander. So, jetzt aber. Jetzt wollen wir mal schauen, was da dabei rausgekommen ist. So, das ist ein Kleberli. Das sieht doch recht cool aus. Ha. Genau. Wenn es jetzt noch nicht weiss wäre, man könnte jetzt hinten noch so ein bisschen man könnte den Hintergrund auch noch mit dem Bürstchen, oder? So wie ich da die Blümchen gemacht habe. So, und ich meine, diese Sachen hier, die kann man ja dann schlussendlich auch ausschneiden. So. Zack. Und zack. Kann ich auch noch die Ecken ein bisschen anschneiden. So. Und dann hätten wir da auch noch gerade eins. Ich finde das mega cool. Ich glaube, ich tue jetzt hier mal ein bisschen frisch und munter drauf los stanzen. Und dann können wir am Schluss miteinander noch schauen, was es dann daraus geht. Und ich meine, da könnte man ja auch das irgendwie noch nehmen als Rändchen oder so. Mir fällt da schon noch etwas ein.
So, hey, schau mal. Die mega vielen coolen Kleberli, die es gegeben hat, jetzt aus 3 A4-Bögen. Ich habe jetzt schon gemerkt, das ist ein bisschen mühsam, wirklich, wenn die so vorgestanzt sind. Ich werde auf jeden Fall noch schauen, ob ich eins bekomme, das wirklich komplett nicht vorgestanzt ist, einfach A4. Und auf dem möchte ich dann gerne auch mit Jelly Print noch probieren, irgendwelche coole Kleberli zu machen. Und ja, die hier, hey, ich finde, die sind extrem cool rausgekommen. Da kann man natürlich wahnsinnig viel damit machen. Man muss das ja auch nicht so überbordend machen, wie ich das gemacht habe. Man kann da natürlich ein bisschen dezenter dahinter gehen. Aber ich finde, die sind recht cool rausgekommen. Und wenn man die rundherum noch ein bisschen inkt, dann passen die doch in jedes Junk Journal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch gerade Lust, loszulegen und so etwas in dieser Art zu machen. Ihr dürft mir gerne etwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Und sonst sehr gerne einen Daumen hoch geben oder ein Abo da lassen oder was auch immer für euch stimmt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!